Gut, haben wir schon wieder eine neue Aufgabe. So. Da haben wir einen Bogner. Schauen wir mal, wo der Schreiner ist. Das war's doch inzwischen jeder. Verdammt, was ist los? Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ja, wir suchen Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja, Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? So, Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. ach, da ist auch noch. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Noch nicht. Dann weiß ich nicht, warum du mich noch einmal fragst. Du kennst meine Bedingung. Hätte ja sein können. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elfridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er dann noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Gut. Schlösser oder so können wir nicht lernen. Also zum Knacken. Weil wir noch keine Erfahrungspunkte haben. Ich habe was anderes gehört. Ich bin mir da nicht so sicher. Gut, schauen wir mal. Der Da erzählt Umme. nichts mehr. Ich habe mir das schon gedacht. Ist der Vatras noch da? Ja. Dann holen wir uns mal den Segen. Hey,
Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Dein Sohn. So, hat er noch sonst irgendwas? Den geweihten Innos? Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Gut, die vermissten Leute, da haben wir noch nichts erfahren. Aber wir haben Lernpunkte gekriegt, glaube ich. Na, noch nicht. Da fehlen uns noch ein paar Erfahrungspunkte. So, am Marktplatz, ich glaube, da ist jetzt noch nichts los. Was suchst du hier? Geh! Was suchst du hier? Geh! Bin nur schon weg. Na bitte, geht doch. Da ist doch einer. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Gold haben wir keins, aber einen Segen brauchen wir. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Das Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ja, das war ja klar. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du bist ein armer Schlucker, was? Ja, behalte das bisschen, was du hast. Tja, mit Spenden ist nichts. Was hast du? Kluges Kerlchen. Wir haben ja erst 4 Goldstücke. So, jetzt schauen wir mal, was wir zum Tor haben. Der Mann mit der Augenklappe. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich bin ganz deiner Meinung. Schlimme Zeiten sind das. Heute. Ulf. Wer das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Was machst du hier? Warum soll Ich mich bin denn noch Novize alles kümmern? und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die 3 Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wird sich das jemals ändern? Wer sind die 3 Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Koragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Er hat auf die falschen Leute gehört. Der Zum erzählt Kloster gar wollen wir noch nicht. Hört ihr Bewohner von Korinis. Neues. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Orkangriffs entsprechend vorzubereiten.
Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Das habe ich schon immer gesagt. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Gut, jetzt schauen wir mal Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. zu dem Typ mit der Augenklappe. Glaubst du wirklich daran? Typisch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er redet einfach zu viel. Dafür müssen wir jetzt aber wieder aussehen von der Stadt. Und da scheint es ja recht finster zu sein. Deswegen nehmen wir einfach mal eine Fackel. Gut, der steht immer noch da umeinander. Blutfliegen, können wir die schon bekämpfen? So, einzeln vielleicht. Da ist wieder ein Mistvieh weniger. Ach, das haut er schon hin. Das ist gut. Jetzt komm. Ein Mistvieh weniger. Das waren meine Erfahrungspunkte. Da ist nichts zu holen. Jetzt die Fackel. So. Hey, wohin der Händler? War da schon immer ein Weg? Achso, da geht's ja da hinten. Zu Xardas.